Geht da was? Ich bin die Zeit nicht gewohnt. Hallo? Ich verstehe die Frage nicht. Grüß Gott, mein Mann. Hey, ich sag's irgendwie, ich biete Zeit nicht gewohnt. Mr. Price. Ja. Rock, ohne. Rock, ja. Eigentlich. Hey Sie. Warten Sie. Na hören Sie mal. Was passiert denn du? Das ist eine sehr interessante Frage. Das kann er da selber gerade nicht so ganz erklären. Haben wir mir irgendwann schauen wir einen Stream um 8:30 auf die Nacht gemacht? Ich glaube, kann ich mir fast nicht vorstellen. Price! Merci dir für deinen Resub im 17. Habt ihr über das reden wir fein um, gell? Warum geht der Birgit der Sound jetzt eigentlich nicht, ist die Frage. Irgendwie geht der Birgit der Sound ist kaputt. Ich frag mich gerade, warum. Das muss ich fixen. Birgit, dein Sound muss ich fixen. Ich weiß nicht, warum das nicht geht. Keine Ahnung. Price, merci dir für deinen Resub im 17. Monat. Danke dir. 17 Monate geschubst und 17 Monate Teil der Bazi Gang. Viel Spaß weiterhin und natürlich viel Spaß mit den Mods. Juppie, einen... Sag schon, mein Streamlabs kommt auch nicht so ganz klar mit der Uhrzeit. Habe ich schon festgestellt. Jetzt, das ist gesagt, ja, ich glaube, Streamlabs ist schon im Bett. Sehr gut. Okay, Price, merci dir. Juffi, habe dir, grüß dich Gott. Der Luke ist auch schon da, Dwight ist da, der Option ist da, Birgit ist offensichtlich da, der Verb ist auch schon da. Einen wunderschönen, guten Samstagabend miteinander. Wie geht's euch? Leider, ich sag's irgendwie, ich bin die Streamzeit nicht gewohnt. Um die Zeit haben bei mir normal die Augen schon auf der anderen Seite. Ja, sogar da jetzt fast so ehrlich wie ich bin. Ne? Aber gut, öfter mal was Neues, Freunde der Sonne. Ja? Normalerweise war es heute nicht ganz so sicher, ob ich überhaupt stream, ja? Aber haben wir gedacht, jetzt schieben wir das noch mal eine halbe Stunde hinaus, dann wird das schon passen. Wir aber da, das macht nichts, da sein ist alles, ja? Teil des Schiffs, Teil der Crew. Die Juffi ist heute zum ersten Mal bei uns dabei, wenn ich das richtig sage. Ja? Zum ersten Mal gechattet, Juffi, ein herzliches Willkommen. Auch nochmal da an der Stelle der Dank an dich fürs Offline-Followen vor, weiß ich nicht mehr, steht nicht mehr da, keine Ahnung. Ich hoffe, du fühlst dich wohl bei uns. So. Option dein Trucker muss ist nice. Ja, der Option hat, der hat immer passende Sachen. Parat, ja. Jetzt noch Real Talk über Leberkas, Semmel und Metzsemmel und der Einkaufserlebnis heute. Aber möchtest du das unbedingt wissen? Ohne Scheiß, ich hab ja gewusst, die ganzen Einkäufe, die wo ich bisher für meine Wohnung getätigt habe, die waren eher sehr spontan und diese, die wo spontan waren, die waren ziemlich finanzmittelintensiv, wenn ich das einmal sagen soll. Ja, für alle, die es in Discord nicht mitgekriegt haben, ich habe heute ein Bad gekauft. Ja? Also zumindest ein Teil davon. Das Bad ist noch nicht komplett, da geht noch einiges ab. Aber der Herr Bazi war heute das erste Mal in seinem ganzen Leben im Globus. Ja, Bazi war heute zum ersten Mal im Globus-Baumarkt ins Blalling, wird Sandcross sagen dann. Ja, und ich war da ein bisschen geflasht. Ja? In erster Linie bin ich zwicks der Leberkasse mich hingefahren, weil ich die auch noch nie gegessen habe. Kappa an der Stelle. Und ja, nein, wir waren beim Globus und ja, wir wollten ja, besser gesagt, fangen wir ganz von vorne. Wir haben ja zuerst so einen Hornbach gefahren, ja, bei uns zu Passau. Ne?
weil das Thema ist Abfluss drin von der Duschen gewesen, ja, beziehungsweise Fliesen, damit man weiß, was man kaufen soll, wie das zusammenpasst hier und her. Ich gehe jetzt nicht näher ins Detail. Okay. Wir beim Hornbach gestanden, haben wir festgestellt, fuck, die Idioten haben nicht mehr gescheite Fliesen. Geschweige denn, dass sie generell irgendwas hätten, das was uns vielleicht ein bisschen zusagen hat. Außer Mosaik. Mosaik haben sie gehabt, da haben wir dann gleich mal 25 so Lattel mitgenommen. Das hat dann passt. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt brauchen wir aber eigentlich Ütungssteine, damit wir überhaupt damit wir das Mosaik und die Fliesen auch irgendwo dran machen können, gell? Ja, dann habe ich gesagt, ja, fahren wir ins Bauhaus, weil da habe ich geschaut gehabt, auch das Bauhaus, ne? Weil da haben die Ütungssteine ein wenig billiger, um 30 Cent, um genau zu sein. Und dann hat der Schwiegerpaar gesagt, ja, dann fahren wir halt gleich einen Globus, ja, weil da kriegen wir mit Sicherheit auch Fliesen. Beim Bauhaus haben wir schon geschaut, kriegen wir auch keine Fliesen nicht, ja? Zumindest keine, die uns taugt hätten. Also gut, Reise ab nach Blalling, gell, in Globus. Und dann schauen wir mal weiter, wie es da so drum ist. Und dann war ich schon mal geflasht, weil im Vergleich zum Globus wirken der Hornbach und der Bauhaus wie so ein Kiosk. Sage ich jetzt einfach mal so frech weg, wie es ist. Ja, und dann gehen wir da durch und wir haben nicht nur Hütungssteine gekriegt. Wir haben Fliesen gekriegt für Bad, wir haben Fliesen gekriegt für Duschen, wir haben Hütungssteine gekriegt, wir haben Zementsackel gekriegt, wir haben Kleber gekriegt, also alles, was wir brauchen im Endeffekt. Ja, die Rechnung war schön. So eng wie es ist. Aber ja, das sind halt die spontanen Erlebnisse. Und wenn man halt dann schon mal dort ist, dann hat sich der ich hab mir ein Mettsemmel gekauft, ein Fleischpflanzersemmel und ein Leberkassemmel. Ja, ich weiß nicht, was geiler war von den 3 Sachen. Ich sag's eigentlich, wie es ist. Also, wenn einer in der Nähe vom Globus wohnt und da noch nicht war, wenn er auch nichts zum Bau braucht, zum Essen gibt's da auch ganz schön gute Sachen. Ne? Ich hab jetzt nicht übertreiben anfangen können mit dem Essen, weil sonst da die halt nicht da sitzen, sonst hätte es mich schon zerrissen. Ja? Aber ich sage einmal so, die normal Durchschnittsleberkäse-Scheibe in so einer Semmel bei uns, die ist ungefähr so. Ne? Ungelogen, das ist eine Tatsache. Ne? Also bei uns in Tierverbach kriegst du in einer Leberkäse-Semmel eine Scheibe, die ist vielleicht einen halben Zentimeter dick. Im Globus kriegst du eine sichere Scheibe rein. Und das ist jetzt auch nicht gelungen. Ne? Das ist so ein Flanken, das ist gefühlt mehr Leberkäse wie ein Semmel. Das ist eigentlich ein Leberkäse mit Semmel. Also, ne, kein Leberkäse, sondern ihr versteht die Frage, hoffentlich. Aber war cool. Ne? Wenn ich darf die darf mein Kontostand nicht anschauen, weil da wird man gnadenlos übel. Aber es hilft nicht. Es hilft nicht, es geht jetzt wieder in einen neuen Akt. Der Abriss ist sozusagen mehr oder weniger. Dieser Akt ist abgeschlossen. Jetzt fangen wir um in Aufbauen. Schön Start. Ja? Nimmt langsam alles seinen Lauf. Mike, habe ich dir. Bist du ja eh schon da. Ja, das ist recht. Das ist recht, wenn du eh schon da bist. Es heißt ja Leberkäse, Semmel und Semmel. Ja, genau so quasi. Auch für 1 Euro. Hey, jetzt pass auf, ich habe ein Fleischpflanzelsemmel, ein Mettsemmel, ein Leberkässemmel, ein Würstelsemmel und ein Bratwurstsemmel gekauft. Also für die ganze Mannschaft. Das waren 5 Sachen, habe ich 6,20 gezahlt. Alter, für 6,20 € kriegst du bei uns herum, wenn es gut läuft, 2 Leberkässemmel. Wenn es richtig gut läuft. Aber sonst kann ich da echt nichts sagen. Gut, darum geht es halt auch zu, gell, wie einen ausverkauften Konzertsaal. Das ist halt auch ein Wahnsinn. Da kommst du und du hast das Gefühl, du bist nicht an einem Baumarkt, sondern, weiß ich nicht, keine Ahnung, in einem Freizeitpark so auf die Art. Also das war schon, ja, war ein Erlebnis wert. Das ist halt ein Schein im Globus. Ja, jetzt weiß ich ja, warum der Globus heißt. Ne? Die fackeln noch nicht lang. Und es schmeckt halt. Geschmacklich eine 11 von 10. So, eher sogar noch 12 von 10. Ja? Du wohnst im Vollschneck und Samstagvormittag sind wir die Hölle. Ja, das hat der Schwiegerpapa auch gesagt. Der Schwiegerpapa ist tatsächlich häufiger dort. Aber gut. So. Nein, war ein ereignisreicher Tag. Wie gesagt, ich glaube um 9 waren wir im Globus. Um 12 haben wir oben losgefahren, also wir haben wirklich 3 Stunden da oben gebraucht. Natürlich, du schaust da wieder so, gell, was es halt da so ein wenig gibt. Dann haben wir einen ganzen fucking Hänger erst einmal in den ersten Stock räumen müssen. Das war dann quasi noch inklusive Kraft-Ausdauer-Einheit halt, die oder ungefähr 3 Stunden dauert. Ja, und dann habe ich so noch in der Wohnung ein bisschen was da, bis um 4:30 oder so, schon ein bisschen vorbereitet, weil morgen in der Früh, sage ich gleich vorweg, der Stream morgen wird nicht pünktlich, ich mache morgen einen Stream, ja, also wir machen morgen einen Stream mit Verlosung vom Metallica-Album, das liegt da hinten irgendwo, muss ich schauen, allerdings noch nicht um 10 Uhr. Ich fange erst ein wenig später an, Richtung 12 Uhr, 1 Mittag, ungefähr, plus minus, quasi
Kann sich nur ein wenig verschieben. Er wird stattfinden, aber halt nicht um 10 Uhr. Das schaffe ich nicht, weil wir um 8 Uhr nur das Mauern anfangen. Und das dauert ungefähr 2-3 Stunden. Keine Ahnung. Genau. Und ja, Frau Barz ist jetzt am Mallorca-Festival. Ich verstehe die Frage oben noch nicht. Egal. Jetzt kann ich auch nicht sagen, wie lange das für den Hike geht. Also jetzt machen wir mal bis um 10 Uhr. Das peilt jetzt mal an, 10 Uhr, viel über 10 Uhr. Der Großteil von euch wird dann schon schluffert werden. Weil die muss ich dann später wieder chauffieren. Muss ich auch sehr gern tun. Und dabei hätte ich gesagt, wir schauen halt noch ein wenig wo lang umeinander. Ich möchte das Spiel allmählich ans Ende bringen. Sage ich ganz ehrlich, es ist nicht, weil es mir nicht taugt, sondern weil es, glaube ich, jetzt langsam Zeit für was Neues ist. Ich habe es eh schon angekündigt. Es steht ein Multiprojekt an. Ja? Ich sage Ihnen aber noch nicht mit wem. Ich habe mich mit der Person schon zusammengeschmatzt. Das steht so weiter, alles. Die genauere Planung findet dann statt, wenn wo lang tatsächlich fertig ist. Und ich habe mir auch schon Gedanken gemacht über das nächste Hauptprojekt, was es dann tatsächlich da auf dem Kanal gibt. Ja, das wird dann definitiv kein Souls-Spiel und es wird dann auch definitiv kein Retro-Spiel. Das verspreche ich Ihnen schon mal an der Stelle. Ich sage Ihnen aber noch nicht, was es ist. Gut. So viel zu meinem Tagesablauf. Zauberhaft. Ja, und jetzt sitze ich da um 3 auf die Nacht und weiß nichts mit meinem Leben zu anfangen. Naja. Ich hoffe, euch geht's alle gut. Ich hoffe, ihr seid alle super ins Wochenende gekommen. Oder seid zauberhaft im Wochenende blieben. Heute war super Wetter. Ich hoffe, ihr habt es genutzt. Morgen soll es schon wieder länger. Es zieht schon wieder überall zu. Und ja. Sonne dankt. Ja, das war dringend notwendig. Gestern war schon zauberhafter Tag, aber heute, der war schon sahnemäßig. Bisschen gartelt. Ja, da habt ihr recht gehabt. Wenn nicht heute, wann dann? Halt über 20 Grad gehabt. Ohne Scheiß, ich hab heute das, ohne Witz, ich weiß nicht, ob man sagt, ich hab heute das erste Mal eine kurze Hosen an in dem Jahr. Und das, wenn ich nicht auf dem Tennisplatz stehe. Das ist eigentlich heute schon eine Premiere. Und das KP, ich habe halt offiziell Frühlingssaison eingeweiht. Ja, KP trage ich eigentlich nur, wenn es schön wieder hat. So. Na gut. So, Freunde, jetzt darf ich aber vorsichtshalber mal vorschlagen. Wir fangen langsam Spulen an, damit wir ein bisschen an Content haben. Ich will ihn halt nicht nur zulabern. Wir können morgen ein wenig labern tatsächlich. Neben Elden Ring, da bietet es sich tatsächlich ein bisschen besser an. Aber jetzt darf ich sagen, jetzt gichtelt man mal ein bisschen gar ins Spiel rein. Also ein bisschen reingichteln, meine ist noch nie verkehrt gewesen. Schauen wir mal. Wir haben ja in irgendeiner Nebenmission in den Dschungel hängen geblieben, meine. Irgendwie so, glaube ich, war das gewesen. Ich war mit dem Bike an der Schlöginger Schling und bin durch den Sauwald wieder heimgeschaukelt. Ja, heute waren einige Bike unterwegs. Durchaus. Ich hoffe, es hat taugt. Mr. Price. Ja, ich weiß es nicht, ich bin Biker in Rentner. Ich bin Biker in Rente, so würde ich sagen. Oder in Vorruhestand, sagen wir es so. Wir waren einfach 10 bis 5 nur im Garten und Globus-Baumarkt. Ja, dann haben wir uns quasi. Ah ja, du warst in einem anderen Globus wahrscheinlich, oder? Du warst den in Blalling. Vermute jetzt einfach mal frech. Was dann einen Sonnenbrand haben nochmal vom. Ja, das darfst du jetzt nicht unterschätzen. Ja? Also oben ohne Aussicht ist jetzt wahrscheinlich nicht so eine zauberhafte Idee, weil die Sonne doch schon eine Kraft hat. Ja? Auch wenn man es die letzten Tage nicht vermuten lässt. Ja? Vor allem, wenn es morgen wieder 6 Grad hat. Ich höre da immer. Schade eigentlich. Nein, Müller für uns noch. Okay, das ist ein paar Häuser weiter. So, was ist jetzt da eigentlich Phase? Wir haben ja letztes Mal da so einen Phoenix-Boss mit Riesensense zusammengezipft, der wo uns ein bisschen Probleme gemacht hat, aber wir haben ihn geschafft tatsächlich. Und jetzt muss ich mal schauen, ob wir mir überhaupt eine Nebenmission oder sonstiges zu tun haben. Ja doch, haben wir nicht mehr, weil die haben wir letztes Mal noch gemacht, meine, oder? Das ist jetzt Hauptschlachtfeld und den anderen Scheiß haben wir eigentlich, ja genau, den anderen Scheiß haben wir gemacht. Ja, okay. Der Weg des Kriegers. Mit Stufe 67 war dafür erforderlich, aber haben wir scheinbar nicht. Egal. War im T-Shirt unterwegs. In was für ein Fußballstadion, aber mal eine ganz andere Frage, in was für ein Fußballstadion bist du überhaupt gewesen? In der Allianzerin oder was? Nein. Ohne Scheiß, ich habe mich gestern, das war so ein Bilderbuch-Moment, weißt du, der erste warme Tag überhaupt seit Menschengedenken in dem Jahr. Und dann kickt Allergie. Mir hat die ganze Zeit nichts gefeiert und auf einmal ich gehe aus, ich wusch, Augenjucker. Und ich denke mir so, ja toll, danke für nichts. Grünwalder Stadion, also du bist der Blauer, okay, ja gut. Ja, auch in Ordnung. Auch in Ordnung. Auch überhaupt kein Stress nicht. So.
Ja, genau, das ist ungefähr das Wetter von den letzten 3 Wochen. Ja, das wird uns dann wieder lernen. Ja, wir haben ja schon zu dritt oder bisher. Das der Liu Bei und Zhang Fei haben mit dabei. Also, nein, das ist gut. Ja, das auf alle Fälle. Das auf jeden Fall. Von mir aus kann es so weitergehen. So gesagt, wie es ist. Ja, mir graust eigentlich eh schon wieder, wenn ich weiß, dass morgen wieder ungefähr so ausschauen wird. So, was ist jetzt da Phase? Was haben wir da? Wächst der Schwammerl? Das ist ja schon mal was. Es gibt einen Haufen Loot. Jetzt einmal mal schauen. Wo haben da... Ah, da gichtelt die schon umeinander. Schickt mir gleich mal einen Pfeil zur Begrüßung. Ja, der ist schon mal gut weiter. Dann muss ich ausladen. Matze, wer ist dieser bayerische Halbgott, der nicht weiß, wo lang er soll? Ja, das ist... Ich verstehe die Frage nicht. Ich habe keine Ahnung. Oh, der Schwiegerpapa schreibt. Beziehungsweise er schmatzt, den hören wir nachher da. Matze, aber wie geht's da? Der Allergie kommt zum deinem Geburtstag Ende Mai. Ja, das ist auch unzauberhaft. Ich nehme alles mit. Ja. Frühblüher, Mittelblüher, Spätblüher, ich nehme es alles. Wer? Was? Wo? Aha. Sehr gut, der hat aufpasst, der darf mit ins Team. Das ist ein guter. Das ist so ein Tiger. Was ist denn das schon wieder? Das ist schon wieder so eine grintige Meerjungfrau da unten, aber ich seh's nicht. Ah, das ist so ein Affe. Ja gut, der Affen nehmen wir das. Das macht nichts. Affen nehmen wir mir gern. So, erst einmal looten. Kleiner Kristall war das Kies. Jetzt gehen wir erst einmal da hinten, ja, mal abseits des Wegs. Wer fällt ein? Was ist das für ein Debuff oder wie langsam oder was? Okay. Das kannst du am Plänen verzeihen, dass das nicht bewacht ist. Da springt mir jetzt mit Sicherheit gleich irgendwo so 100%. Alter, wie viel Loot gibt's denn da in dem Level? Das ist doch safe nicht unbewacht, der ganze Loot. Das kannst du vergessen. Ja, also. Haha, siehst du es da? Das schaut schon. Oh, ein Krokodil erst. Bitte dein Scheiß. Aua. Blautsch. Was genau macht der? Egal. Haben wir schon. Hä, aber jetzt sind noch zwecks die Pfeile gemacht, oder was? Ist ja total für den Arsch. Das ist wieder so offen, Heini. Der ist Moral 5. Okay. Oh, was haben wir da? Ach, das wird ein Shortcut da. Okay, den Baum kannst du wahrscheinlich von der anderen Seite umschubsen. Ja? Umgeschubst! Oh. Mal Sneaky Peeky Angriff. Brav, Burschen. Genauso soll das sein. Immer drauf. Jetzt sind wir schon wieder hin. Ach, da ist eine Flagge. Die. Oh nein, nicht schon wieder so ein Weiberleid. Die haben so garstig. Das mag ich aber. Warum denn? Die hat nur eine Moral von 2. Ja gut, die kann nix. Sag ich so in meinem jugendlichen Leichtsinn. Die haben wir letztes Mal mal ziemlich hops genommen. So, Flagge steht. Oh hey.
Oh, da ist ein Tiger, da müssen wir irgendwo hochgehen. Hey, was geht mit ihm? Ach, ist dieser Debuff, dass man da langsamer... Ach so, da wird man einfach einbremst, okay. I see. Der Tiger weiß auch nicht so recht, was er will. Einfach mal einen Pfeil ins Auge schießen, das hat schon geholfen. Perfekt. Ja, es läuft da eh schon mal nicht. Oha, wir haben 63.000 Seelen, Runen, Elixiere. Oh, das war jetzt vielleicht so semi-optimal, was ich da jetzt drin habe. Aber warte mal, wir können auch schon senden, sehe ich gerade. Oh, schau. Ja. Ja, wird schon. Wird schon. Mal nicht so aus, auch wenn es wieder triggert ist. Ja, mal langsam machen. Ich hasse die Viecher. So gut, so ganz lebendig haben die zwei aber auch nicht mehr. Hä? Bin jetzt... Wo haben wir denn mir jetzt? Kennen wir von da, oder? Ja. Da hinten ist auf alle Fälle eine große Flagge, die von irgendeinem Generalviech bewacht wird. Da mal schauen. Da haben wir Dave und da... Okay, jetzt bin ich verwirrt. Da haben wir nicht von da gehen. Ach, da müssen wir hinter. Okay, ja, ja. Dann gehen wir zuerst mal da lang. Weil da ist nämlich die Flagge, da ist eine Flagge herum, siehst du das? Eine Wergeln. Siehst du das da? Okay, perfekt. Und da ist wieder so ein Dreckszauberer. Kostet der noch was anderes außer Gift? Ja, sehr gut. Pfeil in der Knierscheibe, Heft oben weiter. Da ist dann der Shortcut der hinten, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau, das ist der Baum. Kabum. Easy. Da haben wir dann einen Haufen so Magie-Fuzis. Warte mal, können wir mir...
Einmal die schwere Armbrust. Zwecks mehr Meinungsverstärkung. Sagst du, das hilft gleich wegen mehr. Perfekt. Bei denen einer Pattern, das ist ein Viech, das Pattern kriege ich nie im Leben eine. Ich kann 8 Stunden gegen die kämpfen und kriege es nicht hin. Okay. Okay, da hinten ist die Flagge. Da hinten geht's Richtung Boss, okay. Oh. Ja, Kartoffel der für einen so umspendet werden. Mal schauen, wenn wir ein wenig näher angehen. Wenn einer mit Bramten unten wirft, wird er mir ins Pipperl reingeschossen, ganz einfach. Weil das Affenviech hat mich noch nicht einmal gesehen. Ja, wir hat hinten den Burschen. Sehr gut. Und ich weiß immer noch nicht, wo lang. Oh Mann, Herbert, hab ich der, du, das macht ja gar nichts. Das musst du gar nicht wissen. Einfach zurücklehnen und genießen. Hab ich die, wie geht's da? So, was haben wir jetzt da? Da oben ist Loot auf dem Dachel. Nehmen wir mit. Haben wir eigentlich auch da oben unsere Elixiere ausgeben. Fünf am Spontan. Auge. Da, hast du auch ein paar tausend Euro liegen lassen heute, oder was? So, okay. Der Hand, Feigegner. Schauen wir mal. Der Loot da ist ja garantiert auch nicht unbewacht. Rang 7 Stall, okay. Für Schuhregal. Ja, mehr Schuhe, mehr gut. Ich hab so das Gefühl, heute waren verdammt viele Leute sehr produktiv. Aber. Alter, wie viel Damage macht denn er bitte? Bei 1000%. In der Habitäre, grüß dich gut. Wie geht's da? Hast du, Herbert, bist du daheim oder in der Schweiz? In der Schweiz, okay. Wenn wir meinungsverstärkenden Bolzen in den Hinterkopf schießen, wenn es möglich. Ole, mich am Arsch. Ja gut, dann warten wir noch mal. Mit wem fuchtelt denn er schon wieder umeinander? Warte mal, da kann man um. Gut geht's! Was? Wir sind gerade von Andex gekommen. Was ist denn, Highlander, was ist denn Andex? Das sagt mir jetzt gerade nichts. Aber wie, jetzt komme ich da nicht mehr auf, oder was? Mich verarschen. Das. Mal da aufwerkeln. Dann da aufwerkeln. Den niederwerkeln.
Haben wir zu dritt schon gleich nicht geschlagen, du Hamperer. Ortschaft in der Nähe von Starnberg? Okay, ja, so, okay. Ich hätte jetzt, also jetzt seid mir bitte nicht böse, ich bin da jetzt nicht so ortskundig, aber ich hätte jetzt aus Zwarz vermutet, das ist er war auf irgendeinem Konzert. Das Kloster Andex am Ammersee haben uns da mit ein paar Leuten zum Essen. Ah, okay. Ja, also am Samstag, das schöne Wetter am Samstag, also auch sehr produktiv genutzt. Sag ich schon. Ist auch gut so, morgen regnet es wieder. Was hat's denn gegeben, Highlander? Zum Essen, zum Speisen. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Ja, Loot, perfekt. Sonst gibt es so nichts, okay. Habe ich das jetzt nicht aufgenommen? Ach so. Ja, dann machen wir es halt easy so. Perfekt. Oder so, da ist der Hackfleisch hast du nicht Zerhacker, oder was? Nein, der Zerhammerer, nicht der Zerhacker. Da haben zwei Zerhammerer. Die haben einen Meinungsverstärker, die zwei. Oh, da ist auch wieder so ein Zauberluch rum. Rudi, ich schwöre dir bei Gott, du hast gleich ausbritzelt, sag ich. Fixletten. Oh, anzünden ist eine gute Sache, habe ich gehört. Mit meinem Job kann ich ja schöne Wetter immer genießen, habe einen Schweinsbraten. Oh! Ja, stimmt, du bist ja quasi immer draußen sozusagen. Ja, das ist eigentlich eine ganz coole Geschichte, wenn du mich fragst. Aber Schweinsbraten sich genehmigen, ja, ist auch nicht unbedingt das schlechteste Essen für einen Samstag. Ja? Definitiv nicht. Den habe ich jetzt komplett vergessen. Gut. Was ist denn deine Mission eigentlich? Zwischen die Pfosten umeinander rennen, oder was, du besoffener Uhu? Oh, da geht's... Oh, leck. Ich meine, da geht's ganz runter. Da hinten ist noch Loot, oder? Tatsächlich. Ja, habe ich gerade jetzt so im Augenwinkel noch gesehen. Oh, da hinten ist eine Flagge. Jesus Maria. Die nehmen wir natürlich schon mit. Gut, schauen wir mal. Da ist eine große Flagge. Ich weiß jetzt selber springen, nicht dass wir durch die Brücke einbrechen. Easy. Ja, Freunde, wir kommen gut voran, du kannst nichts sagen. Haben wir schon ekelhaftere Level Code in die Souls-like-Spiele, ne? Jeweils 3 Flaggen gehen uns noch ab, sowohl klein als auch groß. Kriegen wir hin? Freunde, das kriegen wir hin. Glaube ich. Das behaupte ich jetzt einfach. Oh, Wuffi, halt deine Fotzen, mach Sitz. Tut mir leid, wenn sie so winseln, aber es hilft halt mir nicht. Ja, das hättest du so denkt, oder? Du Arschloch, du Grintix. Hast du Falten? Da ist ja noch mal so einer. Da hinten auch noch einer. Sagt es gleich, wie es ist.
So leicht geht's. So. Denk nicht mal dran. Kenn ich nix. Selbst tut er mir nicht. Ach, da drüben waren wir vorher, oder? Ja. Da ist noch Loot oben, okay. Let's see. Sneaky Peaky einen Hund abmurksen. Ich hab zwar jetzt keine Ahnung, wo die alle gesessen haben, aber wird schon passen. Okay. Da geht's nicht weiter. Oh, da muss eine Flagge. Flagge, 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 Flagge. Eine damit. Perfekt. Ja, Freunde, nochmal der Hinweis. Morgen. Ich zeig's Ihnen einfach schnell, okay? Ist dieser Deal? Ich glaub schon. Habe ich schon mal gesagt, dass man im Jahr 2023 als Streamer nicht vorbereitet ist. Nochmal kurz der Hinweis. Morgen im Stream, der wo ein bisschen später stattfinden wird, das sage ich aber noch einmal, werde ich das Ding da verlosen, ja. Ich hab's über, ich brauch's nicht. Und da ich eigentlich nur gekauft habe, damit ich frühzeitig an Tickets komme, werde ich morgen das neue Album von Metallica verlosen. Ein Stück davon. Okay? Nur der Hinweis dazu. Also wer Bock auf ein Album for free hat und das eventuell brauchen kann, morgen im Stream dabei sein. Machen wir ein Giveaway. Das erste tatsächlich auf dem Kanal. Haben wir vorher noch nie gemacht. Und warum habe ich da Loot übersehen, ist die Frage. So. Okay. Da hinten ist wahrscheinlich der Boss drin. Okay. Irgendwie kommt mir mein Moralrang noch ein bisschen niedrig vor, aber okay. Hey, für was ist denn die hinten dann, wenn da nichts drin ist? Warum habe ich so das Gefühl, dass uns heute irgendein Boss mit weiß ich nicht, irgendein Wasserboss erwartet? Ich weiß es auch nicht. So, ne, gab's. Da drin waren wir. Okay, sonst gibt's ja nichts. Ja, okay, kein Wasserboss, sondern einer aus Stor. Der bewacht die Flagge dahinter auf jeden Fall. Ich glaube, wir gehen erst Ausnummer. Irgendwas sagt man, dass wenn wir da Ausnummer gehen, das Ding da drinnen schwächen können. Was? Ich musste gerade die Hände vom Unkraut rausreißen und werkeln, jetzt geht's los. Das hatte ich in meinem Leben noch nicht. Wenn es dich beruhigt, ich habe auch Muskelkater, aber tatsächlich vom Kegeln gestern. Ja, war richtig cool. Ich habe schon lange nicht mehr kegelt, aber der Herr Mr. Day Zero, falls er im Chat anwesend ist, hat eingeladen dazu. Und ja, jetzt tut mir mein rechter Oberschenkel ein bisschen weh. Habe ich auch schon Zeit nicht mehr gehabt. Aber Muskelkater grundsätzlich immer gut. Ja, auch wenn er scheiße weh tut, aber er ist gut. Der kann, wow. Genau. Du weißt erstens das, was du da hast und du weißt vor allem das, was gebracht hat. Ja? Du musst immer so sein. Muskelmieze, immer gut. Ich bin ein Fan davon. Einfach mal über Balkone angeschlichen.
Genauso wie der dahinter hat selber Balkone angeschlagen. Easy. Ah, der bewacht die Truhe da hinten. Okay, da gehst du her. Tasse der Herzlichkeit. Wifi, bist du da? Du bist doch die Tassenbeauftragte bei uns, oder? Die inoffiziell, oder offiziell inoffiziell. Ja, da gibt's nix. Ja gut, dann werden wir den Dicken da drin machen. Weil, hilft ja nicht. Zwar keine Ahnung, wie wir den machen, aber wird schon hier an. Ja, müssen wir ja fast, weil wir sonst da nicht vorbeikommen. Das ist aber kein traditioneller Boss, nicht auf jeden Fall. Das ist einfach nur eine große Steinstatue, die irgendwie nichts macht. Ah, jetzt hat. Hä? Das war alles, oder was? Jetzt bin ich aber enttäuscht. Du, jetzt bin ich einfach enttäuscht. Der hat sich ungefähr überhaupt nicht gewehrt. So, was ist jetzt das da? Drachenaderkristall, das ist zauberhaft. Und eine Essenz haben wir auch noch, what the fuck? Jetzt haben wir auch mehr Heilung mehr und viel mehr Wirkung. I guess. Ja genau, 6 Stück plus 7. Sollten wir nicht eigentlich mehr haben? Sollten wir nicht eigentlich schon 7 haben? Ja gut, okay, nevermind. Na gut. Okay, jetzt haben wir hier einen Tempe. Der ist nicht echt. Ein kleiner Soul-Spieler-Trick, ne? Wenn ihr eigentlich nicht sicher seid, welches Ding lebendig ist, wenn Statuen, wenn es Gegner habt, die Statuen ähnlich haben, ne? Kleiner Tipp am Rande, nur die echten könnt ihr ja anvisieren, ne? So wie ich jetzt. So wie die zwei da, also quasi ganz links und der ganz rechts, kann man nicht anvisieren, also haben die auch keine Gegner. Smart müsst ihr sein in Soul-Spielen, ne? Genau, und am besten noch nicht getroffen werden. Das war natürlich noch das Ideale. Ja. Gut, dann halt so. Ziggy, wo geht's denn heute lang? Du fragst mich so an, hey. Hab ich dir am besten weiter Richtung Spielende, da ich sagen. Wie man den brennt daheim, wenn du mich fragst. Hey, der hat die gleichen Waffen wie, was ist nervig, einer? Kopieren ist unmoralisch. Da, Dozentin. Aua. Dozent. Alter, chill, hast du deinen Knirschein chillen, danke. Oh, du wirst gleich mal anzähnt, du Zipfjahren. Ich der meiner. So, was ist da? Ist da. Ist Umkleide, okay. Da hat man eigentlich richtig gute Rüstung eingekriegt, aber die Unsere ist halt einfach schon brutal aufgehört und hat richtig gute Sub-Eigenschaften. Also warum wechseln? Vor allem, wir kommen so gut zurecht. Es hat sich, glaube ich, jetzt einfach nicht lohnen, sich den Aufwand auszusetzen, eine neue Rüstung zu bauen.
das ein Shortcut? Okay, nein. Können wir auf alle Fälle dann wieder in einen Tempel. Irgendwer hat jetzt wer hat den Windelkopf jetzt triggert? Wer war denn das wieder vor zwei? Oh, jetzt kann ich wenigstens schon mit Flammen werfen. Das ist jetzt immerhin schon mal was. Da ist der Mosenbohrer. Okay. Also bisher. Das macht so viel Schaden. Ich liebe es. Mehr Damage, mehr gut. Aua! Mehr Ozenten, mehr gut wollte ich schon. Was hat mir denn da jetzt? Der da hinten. Ja, findest du cool mit deinem Bogen, gell? Waschkeibe. Oh, da ist eine Flagge hinten. Oh, da kann man Sneaky Peeky machen. Oh, Freunde, du tust nicht lange umeinander. Kann ich jetzt? Warte mal, wenn ich... Ah, gerade der eine ist schon mit draufgegangen. Das ist... Hey, du fang. Ich bin's, Till Lindemann. Perfekt. Ist dann da in der Bude auch noch irgendeine Flagge drin? Bei uns geht jetzt noch eine große und zwei... Ja, das schaut fast so aus. Da muss was drin sein. Du kommst da nicht umsonst rauf. Ah, sag ich doch, dass da was ist. Das ist schon wieder so ein Windelkopf. Ja, kleiner Feuer noch werfen, damit ja nichts passiert. Windeln brennen gut. Passt schon. Da sonst noch irgendwo einer? Schaut nicht so aus, oder? Nope. Okay, das ist gut. Geht noch eine kleine ab und eine große. Dann gerade mal umschauen, ob die nicht irgendwo in einem von den Dacheln oben ist. Da geht's aber noch hinten. Ah, da hinten kann was sein. Schauen wir mal. Da drin, durch das Tor durch ist auf jeden Fall der Boss. Ja, das ist aber sowieso überhaupt nicht von der Hand zu weisen. Wie genau gesehen. Ich zünd dich an, ey. Selber schuld. Rang 8 Stahl und Rang 8 Leder. Das heißt, wir können als nächstes unsere Waffen und eine Rüstung weiterentwickeln. Ja, wie jetzt? Da geht aber jetzt eine große und eine kleine Flagge ab. Haben wir mir eine große Flagge übersehen? Das gibt's ja eigentlich nicht, oder? Die kannst du eigentlich schon fast nicht übersehen. Aber scheinbar. Kann man da rein? Ah, da kann man rein, siehst du das da? Oha! Mei, hab ich gesagt, Mülleimer auf, ha? Was ist denn mit dir? Verpiss dich! So. Rang 8 Leder, das ist sehr gut. Kommen wir da durch? Ach, da war die Flagge hinter, oder? Ja, genau, okay.
Musst aber auf die Seiten da auch noch einer können, oder nicht? Normalerweise? Na, da geht's nicht einer. Komisch. Ist da was drin? Sieht man da durch das Fenster irgendwas? Und vielleicht über... Okay. Ja gut, dann werden wir schätzungsweise kriminell am Boss machen müssen, weil der wird da dahinter lauern. Geht uns jetzt jeweils eine Flagge ab. Mit wem kämpft es denn? Ist zwei eigentlich. Aber gut. Ach, da ist noch gar kein Boss. Oder? Hättest du wohl gerne, hä? Hey, pass auf. Weißt du was? Seine Leute schieße ich gerne einen Pfeil an Arsch rein. Ja? Einfach weil ich es kann. Und anzünden tue ich seine Leute auch ganz gern. Oh, jetzt ist der Dicke getriggert worden. Das ist aber nicht so zauberhaft. Hallo, das haben wir für nicht gekriegt, gell? Wer sich da mit einmischt, wird mit anzünden. Ganz einfach. Ich liebe es, dass das Feuer so viel Schaden macht. Habe ich das schon mal gesagt? Okay, somit klärt sich die Frage, wo die letzte Flagge ist. Da geht nur noch eine kleine ab, tatsächlich. Okay, die respawnen auch nicht mehr, das ist gut. Der Kriegskunstklassiker. Okay, da hinten ist der Boss. Okay, da geht's nicht auf, jetzt hätte ich vielleicht meinen, dass da irgendwie so ein verstecktes Ding ist. Okay, da geht uns wieder mal eine kleine ab. Ja? Die kleinen Flaggen übersehen wir eh recht gern. Jetzt kommt aber ein Boss tatsächlich. Boss mit Flügel. 使とは見落として務めを果たす者。引くわけにはいかぬ。お主が見落とすは何のためだ。 Aha. Und der steht unter Strom, meine. Okay, er greift recht schnell an. Vor allem viel magische Angriffe. Der ist easy zum Dodgen. Ja, mit Haltung überbringen. Okay, zum Dodgen ist der richtig easy. Ja, die haben steht zum Vorhersehen.
war jetzt das? Au. Ich brauche eigentlich jetzt nur auf Abstand bleiben und warten, bis ich wieder meinen Zauber einsetzen kann. Ja, easy. First try. なれど死に命乞いは無用切れ Ja, sein Gefunkel und seine Blitze, alles schön. Mehr Hui wie Pfui. Oder mehr Pfui wie Hui, sagen wir so. Aber seine Crit-Angriffe waren halt easy zum Lesen. いたぞ敵将長領を討ち取れお主 Wie jetzt? Verteidigen wir den jetzt oder was?死とは何か瞬間なる壁者と共に歩みひたすらに武を研ぎ澄まし拙者はようやく見出した人からは命は奪えても心は奪えぬ死とは譲れぬ者のために戦う者呂布殿は拙者が惚れた死の中の死であった武運尽きた今首が離れようと後悔はせんがもっと早く知りたかったものよここにもまた一人の死がいたことを Aha. Ja, irgendwie glaube ich, dass der Lu Bu unser eigentlicher Endgegner ist. Der Dao ist, glaube ich, der Drahtzieher, aber der Lu Bu ist, glaube ich, unser eigentlicher Gegner am Ende. Irgendwie dreht sich alles um ihn, so mehr oder weniger. Ja, wenn er auf unserer Seite ist, der war Mitmacher. Teil der Crew, Teil des Schiffs, ganz einfach. 武器を収めよ お主がかばうとはよほどの人物なのだなお主の刃これよりこの曹操のために振るうがよい拙者は敗軍の将勝者の命に従いまする呂布は可否にこもったお主たちも堂々せよ Das war aber ein bisschen eine einfache Kapitulation, wenn du mich fragst. 待って兄は死には死ぬまで語れぬ話もある Was sagt der Psupfner, die ganze Welt dreht sich um? Ja, das kann man, Highlander, das können wir so stehen lassen. Ja? Das ist indeed ein Fakt. Die dreht sich wirklich nur um ihn. Wollen wir es mal so belassen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ein letztes Gefecht? Ist das dann Finalmission? 曹操殿のもとには才覚あふれる幕僚が揃っておるようですね。しかしなぜ呂布は短薬を使わぬ Oh, jetzt schneidt's einer. Ja, super, Ingo. なんだこの
ことは。 Und glatt wird's auch noch. Ja, super. 来たか。 Chappi, okay. 牧羊や商 Ja, schön ausschauen. Ich sage jetzt mal so, ich bin zwar jetzt froh, wenn es Sommer wird, aber Schneegebiete in Serie Spiele schauen eigentlich immer zauberhaft aus. So, der wir mal Ryzen. Wenn wir unsere Waffen upgraden, das müsste normalerweise jetzt möglich sein, mit Rang 8 Stahl und eine Rüstung können wir auch weiter aufwerten, entwickeln, wie auch immer. Gucken wir mal. So, auf alle Fälle. Ja, unsere Doppelhellebahn können wir einmal weiterentwickeln. Mehr Damage, mehr gut. Und ein Rüstungsteil können wir auch weiterentwickeln. Da können wir sogar 2 weiter aufwerten. Das ist gut für uns. Dann nehmen wir auf alle Fälle mal das Ding. Und das Ding. Passt schon. Ich meine, ich werde wahrscheinlich, was Rüstung und Aufwerten angeht, ein wenig falsch machen. Aber hey, für uns funktioniert das so. Bisher haben wir keine Probleme nicht gekriegt. Also sehe ich jetzt auch keinen Grund, nicht irgendwas massiv zum Ändern. Wahrscheinlich ist nach oben hin noch sehr viel Luft. Das darf ich jetzt nicht einmal anzweifeln. Aber wenn es doch funktioniert, so wie es bisher gegangen ist, warum eigentlich nicht? So. Dann schauen wir mal, was die Mission nur so drauf hat. Ob das jetzt auch wirklich vielleicht die letzte Mission ist, ich weiß es nicht. Es geht auf alle Fälle um einen Lubu. Ja, den, wo wir schon mal besiegt haben, der wo eigentlich bis dato der schwerste Boss war. Ich meine, der Boss vom letzten Mal, der war nicht übel, der hat auch irgendwas drauf gehabt. Aber der Lubu war bisher der stärkste Widersacher in dem Spiel. Schauen wir mal, was da so Phase ist. Ich wollte gerade sagen, kann die Frau auch angreifen, oder? Okay, warte mal. Die Braut, die bringt gar nichts, die schicke ich auf der Stelle heim. So, Braut, du bist entlassen. Du bist überhaupt nicht zum Brauchen. So, ab vom Hof. So eine wie die kann ich überhaupt nicht brauchen. Ich brauche jemanden, der wo draufhaut und nicht der, wo in der Gegend umeinander steht. So, pass auf. Verstärkung, wer ist da dabei? Sag mir jetzt bitte nicht, ich muss mit der kämpfen. Schlecht. Das ist schlecht. Freunde, das ist schlecht. Das haut nicht hin. Und du ist denn da der andere, der wo da vorher gerade dabei war, der wo da so gute Arbeit geleistet hat? Achso, den kann ich jetzt nicht mitnehmen, oder was? Scheiße. Ja, machen wir es so. War bei alles fit bei dir? Ja, mal schauen. Oh, ist nicht Piki. Alter, was hat denn der für Axt?
So, jetzt müssen wir uns an dem eigentlich ausnieten können, oder? Okay, oder auch nicht. Easy. Ich bin genervt, dass Spülmaschinen nicht repariert kriege, ansonsten war heute nur Couch chillen und Netflix schauen angesagt. Warum muss denn der Spülmaschine? Aber sehr gut. Also, ein Faulenzer-Wochenende muss auch mal sein. Sehr gut. Ich hoffe, du hast einen entspannten Tag gehabt bis auf der Spülmaschine. Okay, aber für was geht's dann da hoch? Wenn ich doch da umrennen kann. Hm. Ach, dass man da umhupfen kann. Jetzt passt so was. Schau her. Ja, macht Sinn. Ach so. Ja, läuft da ganz gut. Jetzt gibt es noch 7 große und 5 kleine Flaggen. Also ein relativ großes Gebiet dann. Das ist überall schön, wenn so ganz untalentiert mit einem Holzstecker da drauf knüppeln. Okay. Der pennt einfach, während wir mir kämpfen. Okay. Mein Extra. Moment. Habe ein extra beim Globus einen Abwasserschlauch geholt und da umeinander bastelt, weil der war kaputt und anscheinend feizt da weiter, weil der zückt Wasser und pumpt aber tut so nix. Aber man sieht da nichts, irgendwie verstopft wäre oder so. Okay. Am Sieb liegt es dann wahrscheinlich auch nicht. Moment einmal, du warst auch beim Globus. Sag jetzt bitte nicht, du warst zwischen 9 und 12, dann haben wir uns wahrscheinlich versammelt. Weil ich bin halt auch das erste Mal im Globus gewesen. Wir haben immer noch keine Flagge nicht gefunden. Der letzte war mies. Kein normaler Mensch wird so riesig. Rund und riecht dann, als ob das Wasser nicht zum Anbringen kann. Aber ich hab da halt null Ahnung, was das ist. Okay. Ja, ich bin da jetzt leider auch wegen. Aber pauschal hatte ich vielleicht sagen, dass sowas an der Pumpen weit. So. Oha.
Aktos wo? ひどいありさまね。水の勢いは衰えたみたいだけど、 Kann man machen, ja. 水のないところを伝って Was Mittag umeinander dort? Ah, da bin ich gerade weggefahren. 街全体 So auf 2 wären wir vom Globus weggefahren. 兄さんのいる場所は牛なのかしら。 Alter, wie groß ist denn das da? Oh, leck. Oh, leck, das ist... Oh, da sollte man noch nicht hin. Sehr gut, ich bin baden gegangen, perfekt. Ja. Ja, die waren von der Moral her deutlich stärker wie mir, das weißt du, da sind wir noch nicht hin. 気をつける。 Das Gebiet ist trotzdem saugroß. Und wir haben immer noch keine Flagge nicht. Muss ich nur noch mal dazu sagen. Alles gut bekommen von oben. Da hinten ist auch noch einer. Der uns noch nicht gespannt hat, offensichtlich. Geht der wieder in die andere Richtung? Ja, tut er. Ich wollte der Mai heizen, dass er nicht so früh blättert, dass er ins Wasser fällt. Schon. Aua. Ach, gar nicht so blöd an da hinten. Ach, da nur zwei. Okay, es ist jetzt ein bisschen sehr riskant gewesen, da jetzt einfach auf dem Floß rumzukämpfen, weil ich da selber jederzeit hätte reinbringen können, aber okay. Oh, da ist eine Flagge, perfekt. Den wir gleich mal unsere ganzen unser ganz Key ausgeben, was wir haben. Da hinten ist auf alle Fälle wieder irgendwo eine Flagge. Ja, ich sag schon, wir müssen uns einmal außen rum kämpfen. Das ist gut weiter. Weil dass du immer irgendein so ein Rotzer da sein muss, der wo da reingrätscht. Das Gebiet ist halt riesig. Heilige Scheiße.
Ah, das sind die Starken. Jetzt hat die Aussage, wo lang, wirklich passen. Holy shit. Ich hab keinen blassen Dunst. Ah, da hinten geht's in die Burg rein, da schauen wir hin. Da kann man sogar hingehen. Die Frage ist, soll man da schon hingehen? Das ist. Also da oben auf alle Fälle nicht, die haben Moral 16, die haben deutlich über uns vom Level her. Jetzt schauen wir einfach mal da lang. Was für Moral hast du dahinter? 16, da soll man auch noch nicht hin. Okay, gut, dann heißt es wahrscheinlich, wir sollen zuerst in die Burg rein. Na gut, dann gehen wir halt nochmal um. Perfekt. Bin mit dem Boden gegangen. C2. Okay, aber da können wir nicht auf. Oder? Okay, da geht's also nur ober. Ist das vielleicht über das Haus erreichen? Da geht's auch noch um. Ja, okay, Orientierungsstream, Freunde der Sonne. Okay, das muss jetzt lästig ohne Ende. Okay, wir müssen mal ernsthaft an die Gegner vorbei, die wo Moral 16 haben? Seriously? Können wir da wirklich nirgendwo auf? Das gibt's eigentlich nicht, oder? Kann man das einschlagen? Nö. Tatsächlich, da kommst du nicht hin. Ja gut. Ja, dann wird es schon so werden, dass wir da um müssen. Dann schauen wir mal. Ich kann mir das aber nicht vorstellen. Die Gegner haben das sauber zu überlevelt. Aber vielleicht in der Richtung da? Ah, okay, ja. Da wird's wärmer. Denken wir schon, du bist ja niemals Richtung Gegner geschickt, die so krass überlevelt haben. Da hinten ist eine Flagge, die bewacht wird, offensichtlich. Ja, da können wir aber hin. Wieder so ein scheiß Windelkopf. Wenn wir jetzt beide gleichzeitig ausgeschüttet. Respekt. Okay, da gibt's nix. Ich glaube, ich bin schonungslos an mindestens 2 Flaggen vorbeigerannt.
So, den können wir mit sicher mit einem Bolzen ausschalten. Easy. Ah, der tut uns dabei nichts. Der auch nicht. Ist eigentlich nur noch der da runter, oder? Irgendeiner ist da der Chef. Er da in dem Fall. Oh, da hinten steht auch noch einer. F. Können wir leider von der Seite nicht umpimmeln. Ah, der geht da noch. Das ist gut für uns. Aber geht zweit. Ist gut weiter. Ah, da ist wieder der Schwere. Okay, ja, dann machen wir erst einmal den da. Der war easy. Eine mit der Flagge. Perfekt. Die können wir auch schaffen, auf jeden Fall. Mich der Mana. Okay, perfekt. Da hinten ist er. Hä? What the fuck? Wieso ist denn da hingekommen? Da unten ist eine Flagge, aber. Hä? Ach, da ist. Ah, da ist ein Dachel. Wow, leck. Da ist im Wasser. Wait a minute. Okay, das war, okay. Das schaut aber aus, wie wenn da ein Dachel im Wasser war, deswegen. Aber sonst kann man... Ah, warte mal, du kannst dann da mit Sicherheit das Wasser ablassen. Da bin ich mir eigentlich schon fast sicher. Da bin ich mir eigentlich schon fast sicher. Okay. Für was ist der? Mir wundert's halt, wir haben ihn noch überhaupt bis auf die eine kleine Flagge da hinten noch keine einzige kleine Flagge nicht gefunden. Entweder weil das eigentliche Level jetzt erst angeht, oder weil wir einfach schon alles übersehen haben. Ah, und jetzt können wir da einen Shortcut aufmachen, okay. Na, immerhin. Da ist auch wieder eine Flagge, okay, ja, immerhin. Da war eine Flagge.
Okay. あなたは大丈夫だった？まさか床ごと落ちるなんて。 Können wir da wieder auf? Ja, können wir. Also wenn das kein gutes Aiming nicht war, dann muss ich fertig, gell? Oh, Fang. War ja OP. 悩み事があると背中を向ける癖があるの。子供の時から全く変わってないわ。 Ah, da drüben waren wir vorher. Ja, ja, okay. 絶対聞かなきゃ。兄さんは確かに主を殺して人の手を奪い世を乱している。でもそれは私の知っている兄さんじゃない。 Kannst du mal deine Fotzen どう halten? して変わってしまったのか。私は Ma, die labert mein Ohr ab. 天中さん、兄さんは戦術技術の修行に励んだわ。全ては私を守るために。 Wie kommen wir jetzt auf die Flagge dahin? Gar nicht, oder was? それが兄さんの口癖だった。口癖の通り、私はいつも兄さんに守られた。今度は私が兄さんを助けたい。 Alter, die labert mir echt ein Ohr ab, da hinten. 装具に打たれても仕方がない。でも今ならまだ兄さんに止められるかもしれない。お願い。私の力を借りられるのはあなただけなの。 Ja. Wenn wir uns nicht die Flagge jetzt früher oder später gehört uns sowieso. Aber trotzdem, wir haben überhaupt noch keine kleine Flagge nicht gefunden. Nicht eine einzige. Das macht mir gerade ein wenig, das gibt mir gerade ein bisschen zu denken. Wir nochmal schnell auffüllen. Geht nach oben auch noch etwas weiter. Da ist ein Panda-Baby. Okay. Müssen wir quasi eh da raus. Gut, wir haben jetzt zwar eine Moral von 15, ist auch alles schön und gut. Das Problem ist nur, wenn wir sterben, fallen wir auf 7 runter. Und das geht deswegen, weil wir noch keine Flaggen nicht haben. Oder nicht viel. Ah, da können wir kurbeln. Ah, und jetzt kann man das Wasser ablassen. Okay. Na schau. Ha, können wir das Wasser wieder reinlassen? Da haben schon wieder so Meerjungfrauen. Das gefällt mir schon wieder nicht. Jetzt erklärt es auch, wie man auf die andere Flagge hinkommt. Da wo ich vorher gesagt habe, da muss irgendwo... Da hinten ist auch schon mal eine. Das ist schon mal gut. Und da haben 2 hinten sogar. Oh hey. Stirb! Ah, da muss man sie droppen lassen, okay. Was? Wo? Ah, Spidey. Okay. Oh, du klebt gar nicht drauf. Da gehst du rein, ein Arsch.
Na, können die noch einen Schlag hättest du jetzt aber auch noch geben können, gell? Dann machen wir die Flagge dahin. Bleibt jetzt leichter. Da hinten war noch eine größere, wenn nicht alles täuscht. Die hat auf alle Fälle durchgeschimmert. Irgendwo. Aha, die wird vom Krokodil bewacht. Okay, ja gut. Schauen wir noch eins weiter auf. Das ist ein Item. Hä? War ich doch nicht schon? Da war ich ja schon. Lol. Wo ist die Flagge? Die Flagge ist da hinten, oder? Ja. Ja, genau, da müssen wir da aussehen. Au, au. Geht doch. Gut, damit die Flagge auch frei, perfekt. Böses Hasi. Ja, wenn, also. Ja, böses Hasi. Im Prinzip haben da alles böse Hasis, außer mir. Zum Gefühl noch. Jeder will uns irgendwie hops nehmen. Man kann man doch jetzt eigentlich immer langsam unser Key ausgeben, ne? Die Gegner gehen halt auch schon massig an, an XP, sag ich jetzt mal. Okay. Hier Armbrustbolzen, okay. Dann Meerjungfrauen, das heißt, da geht's offensichtlich weiter. Alles in Ruhe jetzt anschauen. Jede Flagge, wo wir kriegen, brauchen wir. Wir schauen da mal im Lurk weiter, schlaft's gut. Birgit, danke für den Lurk und gute Nacht, schlaft's gut. Schön, dass du da warst. Wir werden das Level noch fertig spielen und dann meine, haben wir einen Hut drauf. Ist schon recht spät. Es ist schon 10 nach 10. Nächtigt gut, Freunde der Sonne. Oh, die Schotzenten hat auch noch nicht geschossen, habe ich gehört. Oh, noch. Oh, der lebt sogar noch. Da hinten ist eine Flagge. Sehe ich ganz genau. Easy.
Okay, aber, hä, war das doch keine Flagge nicht? Okay, lol. Hab ich mich verguckt. Okay. Na, da hinten geht's weiter offensichtlich. Oh, schon, nice. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich da umhupfen soll. Da hinten ist eine Flagge, perfekt. Hey, der macht 2, what the fuck? Okay, was rentiert sich, weil wir eben da wieder eine Flagge haben. Wichtig. Geht's dann nach oben? Ah, das ist gut, dann können wir uns von da mal ein wenig einen Überblick verschaffen. Gut, da steht's Wasser noch, okay. Also da gibt's nix. Aber jetzt wieder logischerweise die Flagge da hinter frei. Weil da kein Wasser mehr ist. Also rein theoretisch zumindest. Ja, genau. So, die Frage ist jetzt aber, wie kommst du jetzt da wieder um? Ah, da durch vielleicht? Yes. Oh, hi. Sitz. Ich bin da gerade da, wenn wir die Flagge aktivieren. Ich möchte es nicht glauben. Okay. Ah, da noch mal ein wenig luren. Weil da kann da auch noch irgendwo was. Da haben wir aufgegangen, war da. Da war doch mal nicht, da haben wir ja irgendwie, weil da liegt einer auf jeden Fall. War da nicht eine Flagge drin? Irgendwo haben wir doch da so ein Ah, okay, kämen wir wieder aus. Da waren die zwei Meerjungfrau-Viecher, oder? Ja, genau. Okay, passt.
Stimmt, da waren die, genau, die waren dann zu dritt, wo ich gemeint habe, da ist eine Flagge, da war aber dann keine. Genau, und dann bin ich da hinten gerannt. Passt schon. Orientierungssinn kickt wieder. Jetzt schauen wir da schnell auf. Genau, da kommen wir wieder zu der Flagge her. Alles klar, okay. Perfekt. Easy. Ja. Da war die Flagge dahinter. Okay, alles klar. Ja, ein bisschen Orientierung in dem Spiel ist, also in dem Level da ist gerade gar nicht mehr so schlecht wie man. Da ist wieder eine große Flagge, das ist gut für uns. Jetzt fühle ich mich auch mit unserem Moralrang schon ein wenig wohler. Perfekt. Wir werden über die Mauer drüber müssten. Aber da gibt es jetzt dabei eh nix, oder? Nö. Da ist nichts. Die Frage ist, wie komme ich da jetzt wieder um? So, okay. Ah, Festland. Perfekt. きっと兄さんは近いはず。 Der Boss ist da drin? Really? Der Mann, der geht da um, aber okay. So, Bolzen ins Gesicht, passt. Mal alle potenziellen Nervquellen ausschalten. Schritt für Schritt. Hey, wer kämpft da ohne mich? Tun Sie dieses nicht. Da hinten ist noch eine Flagge, okay. Wo ist die letzte große? Uns geht eine große ab. Ah, die steht da drin in der Mitte. Okay. Okay, jetzt sind wir noch nicht gespannt, dass er eigentlich allein ist. Was ist mit ihm schon wieder verkehrt? Wurscht. He burns. Nur mal da mal aufgraben. Hitzebeständiges Eis. Perfekt. Haha. Rudi, it doesn't work that way. Die Gegner haben doch noch einige, ja? So ist es nicht.
Da müssen wir von der anderen Seite hin. Okay. Mal. Geht doch. Ja, ist nur ein dicker Mann. Ja, ist ja schon gut. Jetzt die große Flagge, okay, perfekt. Dann müssen wir außen um, damit wir da hinten noch hinkommen, okay. I see. Was wir da hinten ist bestimmt auch noch irgendetwas. Gut, wir rauchen mal die erste Mal aus, weil mitkriegen tun sie es aktuell nicht. Oh, der hat's gespannt. Okay, da sterben alle, die wo unter ihm gestanden haben. Perfekt. Und wir haben eine Maximalmoral von 25 erreicht. Holy shit. Ah, und jetzt gehen wir auf die Vlogge, ja, perfekt. Gut, eine kleine geht uns ab, aber die haben halt irgendwo in dem ganzen Wirrwarr da unter. Denn der ist ja eigentlich schon fast mehr oder weniger wie ein Labyrinth. Die haben halt übersehen, aber okay. Da hinten scheint dann der Boss zu sein. Yes. Okay. Oh, warte mal. Ich geb mein Kino schnell aus. 85.000 ist schon fast ein wenig fei. Da gönnen wir uns noch ein Level up. Gut. Schauen wir mal, was der Boss kann. Müsste jetzt eigentlich der Lu Bu sein, rein theoretisch. Also laut Mission ist der Lu Bu. Laut Missionsbeschreibung, oder? Lu Bu, mächtigster aller Männer. Okay. Oh. Oh. Ach, sie ist Schwester vom Lu Bu, okay. Ja, sauber erst.
Ja, toll. Jetzt kriegen wir es mit einem mutierten Lubu zum Tor, oder was? Ja, perfekt. Okay. Die Frage ist, bringt mir da meine Feuermagie was gehen? Ich tippe jetzt einfach mal eher nicht. Oh, der spielt Tennis mit mir. Okay. Net to know. Ja, ein bisschen an Schaden macht's ja wohl. Ja, oder der brutale Range, gell? Ja, jetzt kann man. Jetzt geht es nicht mehr so einfach wie beim letzten Mal. Beim letzten Mal haben wir den einfach löschen können. Ja, jetzt werden wieder einige gerannt, okay. Aber zum frischen Zeitpunkt. Ah, wie countert man denn den? Okay. Lul. Ja, Lubu, der war letztes Mal schon nicht übel, der ist auch nicht übel. Kann ich die jetzt vielleicht trotzdem irgendwie daheim lassen oder so? Mein Fortschicker. Bosse haben allein eigentlich besser. Ja, so 2-3 Mal tryen jetzt noch mal schauen, weil ich glaube, wenn mir Konzentration auch, will ich ein bisschen Nachlust um die Zeit. Schauen wir mal. Ja, den habe ich noch nicht so ganz drauf.
Das war jetzt bald, okay? Ich verzögere die Sachen auf jeden Fall. Ah. Irgendwie geht dem seine Haltung auch nicht in den Tee. Sauers Tennismatch. Der haut irgendwie noch nicht so hin. Oh, like, der ist nicht in Canada. Jetzt so. Okay. Jetzt sind sie gleich wieder, okay. Leck. Ja gut, aber die Patterns her ist er eigentlich relativ einfach. Relativ. Also wieder Tennis gespielt, okay.
Okay. Oh, liegt dann bringen wir am 4. Mal zurück, okay? Auf den war ich jetzt nicht gefasst. Ja, keiner mehr. Ja, der ist okay. Ja, okay. Ja, aber wir probieren noch und dann kann ich einen Hut drauf heute. Er geht eigentlich von den Patterns. Wenn man die Patterns einmal durchschaut hat, dann geht's eigentlich. Aber ich war jetzt bei dem Tischtennisspiel war jetzt nicht drauf gepasst, dass er den 4-mal zurückschickt, tatsächlich. Aber der ist machbar. Aber der kann auf alle Fälle was. Er ist nicht ohne. Er ist zart, ja. Er dauert vor allem. Du musst viel Geduld haben bei ihm. Du baust seine Haltung nicht so einfach auf wie bei den anderen Bosse. Eigentlich baust du seine Haltung nur auf, wenn du seine Crit-Angriffe counterst. Au. Okay, Tennis spielen. Genau, da bringt er ja 3-mal und nach vorne bringt er 40-mal, okay. Oh. Oh. Ich heile aber zum ungünstigsten Zeitpunkt. Okay. Fuck. Das ist noch einmal Zeit. Hey, warum halt. What the fuck? Okay. Ripsi, danke dir fürs Zuschauen und fürs Dasein. Ich wünsche dir auch eine angenehme Nacht. Ich mache jetzt noch den Versuch und dann ist für uns heute auch Feierabend. Nächtige gut und komm gut in den Sonntag. Danke dir. Okay. Okay, ich kriege Schaden, obwohl ich countert. Du musst aber 40 Mal gefasst sein. Okay, 40 Mal kommt's nicht.
Ich krieg von seiner Flamme hinten her auch noch mal Schaden. Oh, der kommt aber so aus dem Nichts. Den muss man dann da zweimal dodgen, oder wie? Er macht halt aber unfassbar selten irgendwelche Angriffe, die wo man dann richtig countern kann. Also so die Heavy-Angriffe, die wo seine Haltung halt einfach um den Tee treiben. Das macht er unfassbar selten. Aber so geht's. Das war dumm. Ja, ich verbrauch sauber zu viel Heilung eigentlich. Du musst nach innen dodgen auf jeden Fall. Du musst nach innen dodgen, wenn er das macht. Damit du dem Flammending da entgehst. Ah lol, ich hab schon wieder keine Heilung mehr. Okay. Hä? What the fuck? Ja, wenn du an einem dran stehst, trifft dich der Feuerding nicht. Wieder rein. Okay, so weit haben wir ihn vorher schon mal gehört. Er geht ja instant immer in seine Feuerphase, ne? Und jetzt, glaube ich, macht er auch 4-mal den Ballen, wenn du ihn 2-mal brichst. Da kommt dann Tornado-Vorhand jetzt noch dem. Achtung, Tornado-Vorhand. Oh, oder auch nicht. Wie jetzt? Hey, check den Boss nicht. Ja, genau, aber dann kommst du nämlich hinter ihm hin. Und dann trifft dir die Flammenwoge nicht. Wieder noch was gelernt. Wichtig. Oh, jetzt müsste halt normal 4-mal kommen. Also, tipp jetzt einfach mal. Aber jetzt hat er 100%. Na, wieder nicht. Hä? Immer wenn ich gefasst bin drauf, dann macht das nicht, der Zipfel rum der. Ja, okay. Beim nächsten Mal schaffen wir den locker. Also, was heißt locker? Beim nächsten Mal weiß ich schon deutlich besser, wie
wie den angehe. Also auf alle Fälle, was ich jetzt mitnehmen kann, ist nach innen dodgen, damit du hinter ihm kommst, mehr oder weniger, weil er durchwischt im Endeffekt, damit die Flammenwelle von seiner Hellebarde nicht kommt, weil die kannst du scheinbar nicht dodgen. Oder was heißt, man kann es wahrscheinlich schon dodgen, aber so schnell haben meine Finger halt einfach nicht. Ansonsten haben seine Angriffsmuster eigentlich relativ simpel. Ein paar, so 2, 3 Dinge, die kennen wir teilweise noch ein bisschen unvorhergesehen. Zum Beispiel sein Speerstoß, da wo er 4 Tiere nach vorn chargt, der erwischt mir oft eiskalt. Aber ansonsten, er ist machbar. Er ist machbar. Er ist auf alle Fälle machbar. Also ist jetzt, das ist einfach, das ist ein typischer Boss. Wenn dem seine Patterns richtig, also wenn's die kennst, ist er unfassbar easy. Aber sonst, paar Tries und dann haben wir den. Also das ist jetzt, den sehe ich jetzt tatsächlich nicht als Problem. Muss ich ehrlich sagen. Muss ich ehrlich sagen. Da haben wir schon deutlich schlimmere Bosse verdroschen. So, jetzt passt's auf, Freunde der Sonne. Es ist fucking 10 vor 11. Ich glaube, wir heute gelangt's. Ja, ich glaube, der Großteil von euch schläft eh schon mittlerweile. Was auch völlig in Ordnung ist. Wir werden morgen wieder streamen. Ich kann es aber leider noch nicht hundertprozentig sagen, wann. 10 werde ich definitiv nicht schaffen. Nochmal der Hinweis, wir verlosen wir morgen. Ja gut, das seht ihr jetzt nicht. Ja, da kann man es vielleicht ein bisschen sehen. Ich verlose ein Exemplar vom neuen Metallica-Album, weil es ich überhaupt nicht brauche. Da sage ich aber dann morgen mehr dazu. Ich schaue jetzt zumindest schnell ganz geschwind, wer nur live ist. Wunderschönen Seven the Cow, habe die Ehre. Grüß dich gut, du kommst leider zum Schluss. Es tut mir leid. Mir machen wir für heute einen Cut. Aber trotzdem danke, dass du reinschaust. Ich hoffe, du hast einen angenehmen Abend gehabt. Oder hast ihn immer noch. Ich schaue mal schnell, wer live ist. Ich gucke. Ah, die Yassi ist eh noch live. Dann gehen wir zu Yassi. Was gehört? Ja, ich bin ja, wie gesagt, morgen circa zwischen 10 und 12 irgendwann bin ich ja wieder am Start. Also, morgen spielen wir tatsächlich Elden Ring. Ja, also, ja. Ey, yo, Dev! Ja, oh, ich hoffe, ich hab die vorher nicht überlesen. Falls ja, tut's mir leid. Yassi hört gerade auf. Blöd. Wen haben wir denn dann noch? Tja, wo gehen wir denn dann hin? Das ist eine gute Frage. Was? Stille Zuschauer oder stressige Arbeit? Ja, alles gut, alles gut. Mir geht's nur darum, nicht, dass ich die irgendwann überlesen habe. Ich meine, gut, ich werde zwar sowieso hin und wieder mal jemanden überlesen, aber alles gut, alles gut. Schön, dass du trotzdem reingelegt hast. Und Seven the Cow, vielen lieben Dank für dein Following. Schön, dass du da bist. Leid, ich weiß auch nicht. Zu wem gehen wir denn jetzt? Ich hab eigentlich nur noch einen Regibang, der hat 100 Viewer, der Yassi hört auf und Faro spielt World of Warcraft und Tyreus, der spielt Madison und Tirolerin spielt Fortnite. Ich hab sonst keinen. Ich habe sonst keinen. Ja gut, sie wollten me raiden. So ein Zufall aber auch. Ja, na, wie gesagt, wir sind jetzt beide auf dem Sprung. Keine Ahnung. Gut, der Eldritch bei Call of Duty hat 7000 Viewer, das kommt nicht an in Frage. Ja, gar nicht raiden ist halt auch nix. Ich glaube, wir gehen mal zum Tyreus, oder? Der spielt Madison, für die noch Late-Night-Horror-Content haben wollen. Tyreus haben wir schon ewig nicht mehr geradet. Der kommt von der Sabi ihrer Community. Also da gern auch mal aufs Däumchen drücken. Und ja, das wird schon passen, weil gar nicht raiden ist natürlich auch nichts. Na gut, Freunde. Tyreus ist ja... What the fuck, möchtest du mich alle trollen jetzt, oder was? Tatsächlich. Okay. Dann schau ich mir, wer in der Kategorie noch online ist. Du möchtest einmal raiden und dann kannst du nicht. So war. Frechheit. Ja, okay, ich bin Lul. Ich bin der einzige Deutsche. Ja, dann, doch kein Raid. Dann doch kein Raid.
Ja gut, muss vielleicht um 10 Uhr eben. Ja, sie hat Tyreus. Ach so, sie hat einen Tyreus geradet. Ach so, ja gut, okay, dann machen wir schon einen Raid. Dann gehen wir zum Tyreus. Dann grätschen wir mir noch nach. Perfekt. Dann haben wir das auch geklärt. Ich hab's jetzt andersrum verstanden, dass der Tyreus gerade aufgehört hat. Aber gut, ist fein. Erst grätscht Yassi ein und dann grätschen wir mir noch. Perfekt. Ideal. Kann nicht besser sein. Noch grätschen. Gut. Freunde, vielen lieben Dank fürs Dasein. Danke für den Support. Schön, dass ihr am Samstagabend da bei mir verbracht habt, unter anderem. Wie gesagt, morgen, nächster Livestream, Uhrzeit, weiß ich noch nicht genau. Irgendwann zwischen 11 und 1. Tippe ich jetzt einfach mal. Irgendwo in dem Zeitraum. Sehr wahrscheinlich sogar. Da müsst ihr schon gravieren, was dazwischen käme, dass es nicht so war. Genau. Ja, viel Spaß beim Tyreus. Schön nachgrätschen, gell? Ihr wisst es eh, wie es läuft. Daumen spammen, ja, auf Twitch mehr Daumen geben ist halt mehr gut. Ich hab noch einen Discord-Server für alle Neuen. Vielleicht für den ich nenne jetzt einfach 7, falls du noch da bist. Vielleicht ist das was für dich. Schau gerne mal auf meinen Twitch, auf meinen Twitch-Kanal vorbei. Ja, du bist offensichtlich schon. Schau gerne mal auf meinen Discord-Server vorbei, wenn du alles über mich und meinen Stream erfahren willst, wann ich live gehe und was gespielt wird und so weiter und so fort. Raid Command haben wir auch im Chat. Beim Tyreus einfügen, der kennt sich dann eh gleich aus. Danach Grätsch Squad kommt jetzt daher. Und dann da ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Haut euch eine gute Nacht. Kommt gut ins Bett und kommt morgen vor allem wieder gut aus dem Bett. Das ist das Allerwichtigste. Und ja, dann hören und sehen wir uns morgen wieder. Ja, merci Nummer für euch. Und ja, haut euch eine gute Nacht. Wird euch.